Wenn du schaffst, du gehst dich immer 100%. Das nicht, wenn du siehst, okay, ich mache Studienfilm, ich gebe mal just 50% mehr. Du probierst immer dein Best. Heinst du geht es gut aus, heinst du Mann gut mit, das ist egal. Weißt du gehst einfach immer dein Best. Salut Sophia. Hallo. Heute mit Hanna Sophia Lopez auf Besuch. Mam Axel und viel Lopez. Lopez. Ganz gut. Du nennst dich aber Sophia, nicht Hanna, weil du mal dafür darüber diskutiert. Wie nennt man dann lo? Wie gehst du gerne geschwärzt? Es gibt keinen auf der Welt, der mich Hanna nennt, weil der doch nicht mein richtiger Nummer ist, ehrlich gesagt. Ich heiße gar nicht so. Das ist ein Künstlernamen. Das ist ein Künstlernamen. Nein, richtig. Ich habe da am Punkt für $8 in einem Interview gesagt. Sehr krass, geht direkt immer zu Juicy Stuff. Direkt halt Juicy Stuff, that's not my name. Ich heiße Anna am Anfang, Anna Sophia. Anna Sophia? A-N-A? Ja, A-N-A. Und wie hat das denn? Hast du ihn gepasst? War wenn es einem Buch Homo Faber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das auch im Premier vielleicht gelesen habt. Ich hatte Premier kein Deutsch. Ich habe du kannst einen Spruch wegschließen. Ich habe kein Deutsch weggelöst. Du hast Französisch gehalten? Ja. Das merkt man aber nicht. Der Milli hat immer so schießt. Aber ja, und es gibt ein Personage am Buch Homo Faber, den Hanna hecht, und der Prof wird immer über Hanna geschwärzt. Hanna ist eine Kunststudentin und Hanna hier, Hanna da. Und da war ich so, wow, ich will gerne Hanna sehen. Also ich da manchmal einfach ein Haar nach dabei und dann sind ich Hanna. Mega geil, geht direkt gut mit richtig gute Geschichten. Ja. Nennt er ihn dich Anna? Meine Mom, weil mein Bomi heißt so. Meine Mom nennt mich Anna, aber es nennt mich Hanna Sophia. Also außer die Leute, die mich nicht kennen, wie du zum Beispiel schon viel Presse gemacht hast, Journalisten, sondern Hanna Sophia, aber sonst wirklich kein. Du verbesserst dann aber nicht, du lässt es dann so durchgehen. Das geht mal ein bisschen so Childhood Trauma, wenn ich mich Hanna Sophia nennt, weil meine Mama hat mich immer so genannt. Was gestiegt hast? Wenn ich irgendwas gestiegt habe, so Hanna Sophia! Und du wöhnt mir, aber das stört mich am Anfang nicht. Ne? Mit das ist ein bisschen lang, ich fand es ein bisschen lang, weil so Hanna Sophia ist ein bisschen. Ich fand das cool, mal 3 nehmen. Ja? Ja. Das ist auch ein Bindestrich, oder nicht? Nee, also, nicht. Nee. Okay. Ich meine, in Deutschland das ist ja ganz kommun, dass die Leute die 2, 4 nehmen auch so ja. Anna Maria, Anna Theresa. Aber heute zuletzt bist nicht so, ne? Oder an Sophie vielleicht eventuell, aber so ist es nicht. Und bon, an der Streich ein bisschen meine Origine. Ich habe auch für x Jahre gesagt, ich sollte meinen Namen ändern, weil mein Name wird zu viel so südländisch konnotiert. Aber ehrlich gesagt fand ich nicht, dass das... Wie war das denn gesagt? Ein Agent, oder? Nö, Produzent. Und ich gemeint, ja, mein Name wird zu lang. Was wird dann besser? Na, entweder Anna oder Sophia, aber so, nicht die zwei. Waschlos. Ja, ein Waschlos. Aber bon. Also. Von der 4 nehmen. Ich habe gemeint, wird Lopez, wir hin zu südländisch. Das festzulassen, wir ein bisschen mehr... Wird mit Schmidt? Voilà, mit Schmidt, voilà. Das sind immer Sachen, wo du siehst, du kriegst schon viel gesagt, wenn du Schauspielerin bist, aber du musst einfach lernen, da doch zu viel drehen und nicht immer Not zu lauschen, weißt du. Der für allem seine Meinung, und vielleicht war es sogar gut gemeint. Ja. Aber auf jeden Fall, ich gesehen, die sind am Zweck nicht dran, das heißt, Hanna Sophia Lopez und bleibt. Ja, früher war das ja gang und gäbe, dass du keine Schauspieler diese richtig umgehalten hat. Also ich weiß auch, dass du dem Leonardo DiCaprio wollten irgendwie einen Steve Williams oder so unhängen. Also ich weiß nicht, wie war das war. Mit wem sein Connery. Aber heißt denn überhaupt wirklich Leonardo DiCaprio? Das ist der richtige Nummer. Ich bleibe bei meinem Nummer. Und ich so, nee, du kriegst ja keinen ausgeschwärzt, so viel zu lang. Und dann schmeckt, wir sind Italiener. Ja. Ich meine, das ist auch normal, wissen, weil wir sind noch in einer Gesellschaft, wo du nicht unbedingt sollst auffallen, dass du willst, Agenten oder zum Beispiel auch Produzenten, die wollen vielleicht, dass du ein bisschen mehr so Passepartout da bist und dann meinen sie müssen dich in eine Richtung drücken. Mir abs, was ich auch schon mit der Zeit gelernt habe, du musst einfach Dinge im Instinkt nur lauschen, aber wenn das sich für dich richtig aufhielt, dann halle doch so sie wird ein Num oder ein Schwa oder ob sie ja oder nicht zu einem Projekt siehst, weißt du, schlussendlich das Ding Karriere, das dein Weh, du musst dir selber nur lauschen, nicht was andere Leute sagen. Ja, das am Anfang von der Karriere war extrem schwer, für so auf seine Intuition zu vertrauen. So als junger Mensch lässt sich ja viel mehr einfach beeinflussen von längst mal von der Leute sind, die haben es gelesen haben, weißt du, so Produzenten, die schon 50.000 Filme gemacht haben und dann so, wenn denen erzählt, dann wird das schon so Sinn. Ich weiß nicht, also ich hatte auch einen ganz außergewöhnlichen Weg, weil ich, weißt du, ich war noch auf der Schauspielschule und dann hatte ich schon einen 2-jährigen Kontrakt auf der Tele. Ich hatte schon ein Stück am großen Theater und eine Hauptrolle an einem Featurefilm bei Toykan. Das ist vom Anfang gut, weißt du, waren die Optionen am Anfang da. Das ist schon einfach geschafft, ist einfach von A auf B gegangen, so schon nicht wirklich gelauscht, was so in die Ang, was so in die Anna, schon einfach mein Weg gemacht, weißt
weißt du? Und das extrem aber schwer, wenn du auf viele Länder schaffst, weil all Land hat seine Identität, an all Land valorisiert andere Sachen. Auf Portugal wesentlich valorisieren sie Sachen, wo du zu Lützeburg wirklich egal aus, und ich entdecke eine ganz neue Kultur an Deutschland. Ne? Zum Beispiel, was sind das für Sachen? Zum Beispiel auf Portugal, wie gut das wirklich auf der Tele angefangen haben, zum Beispiel Social Media. Weißt du, das ist mega wichtig. Den Followers, was der Post an. Schon viel halt zu Lützeburg, also vielleicht ehren ich mich dumm. Ich meine nicht, dass viel Poor darauf gelöscht wird, auf den Followers. Oder das ist nicht viel schwach, ehrlich gesagt. Mit denen wenigen Schauspielern zu Lützeburg geht, du schaust mit denen, die da sind. Das ist egal, ob die 1000 Follower, 100 oder 400.000. Ja, weil das ist ja nur meine Konversation. Du hast auch gar noch wenig darüber geschwärzt, den Ethan Hawke. Oder? Über die Follower-Geschichte. Ja, eben, dass er zu Hollywood geschossen hat, nur Follower gekauft. Stimmt, das ist mega schlimm. Und das nicht nur zu Hollywood so. Also ich kann ja auch von Erfahrung aus sagen, dass es auch in Europa der Fall ist. Ich weiß zum Beispiel auch in Spanien, wenn sie die Schwach haben zwischen zwei Schauspielerinnen, die gleich gut sind und die gleich gut bei Troll passen, dann holen sie aber das, was die meisten Follower ist. Ja, was ich auch, also ich fand nicht cool, aber ich verstehe das aber. Sie wollen ja den Film promoten und dann bist du natürlich auch obligiert als Schauspieler, für dann so viel wie möglich schlimm wann sie gi eng Person holen die Mann gut ich mein, dat geschieht leider auch dass eben Schiedsstorm bon zu Lissabon weil wisse van nech Interviewe machen ich sind normalerweise ich selber wis net ja ist gefeierlich ja das gefeierlich mir wis ich war schon immer so an schon nie ob Publicist gelauscht hat oder ob irgend den so malo hai solo do ich war immer ich selber wis an wirklich Vermenungen iwwer Sachen an so och loch mir werden iwwer der Film lo zum Beispiel den ZDF-Film weil dat iwwer mir schwatzen iwwer Themen die explosiv sind Politik, internationale Relationen KI wisse dat sind alles Themen wo wirklich das eng Min und Explosion wis dat hast du gesticht ja. Das war dafür Shitstorm. Also ich schon 2 Telenovela in Portugal gedreht und ich schon ganz viele Interviews gemacht. Weißt du, ich bin ein Mensch, ich kann gut kommunizieren, schon nie problematisch. Am Anfang, als der Publicist immer mitkommt, weil er gemeint hat, voilà, ich muss dann dabei sein. Aber nach einer Zeit hat der Publicist, weißt du was, du bist ganz gut allein eins, ich brauche ja am Anfang nicht dabei zu sein. Und plus schon Rendezvous, ich kann den Tag nicht für eine Zeit. Mit mir hat Kei gesagt, dass ein Klatsch an Tratsch-Zeitung ist. Das wusste ich nicht. So, Famous Last Words. People Magazine oder das ist People Magazine mäßig. Voilà. Und du hattest eine Situation, wo ihn dann ob sie was mein Privatleben gefragt hat und Journalisten können aber wirklich so tricky die holen immer die Sachen wusste er nur gesucht zu holen da das nur den Headline vom Artikel ja mit das auch so sie drehen Narrative am Anfang so wie sie gerne schon wollen so und deshalb werde ich mit der Zeit gelehrt tun ein bisschen Limite setzen und so nee wieso denke den Tarantino you're not my master and I'm not your monkey wisst ihr ein Interview weil der Journalist auch wohl dann ein Richtung und einke so den Journalistin hat mich gefreut zu Lissabon als ein Freund für ihr das selbst wichtig ist an ihrem Leben an der Schweizer die wird mein Privatleben wenn ich Interview mache so schon probiert wis so am Anfang so nicht wirklich eine Antwort zu gehen wissen also so insistiert permanent und du so dich nee das ist nicht so wichtig bei dem Titel Titel vom Artikel war dann so dann Sophia Lopez sieht dass ein Freund nicht wichtig am Leben aus mein Freund war neben drin wie nicht gelesen okay wow mega dein Low Ex-Freund mein Low Ex-Freund ja aber nicht du willst Titel von einem Podcast Sophia Lopez für den Ex-Freund nee bon also das war noch soft weißt du kannst nach lachen so das war kein Shitstorm. Nee, das war kein Shitstorm. Das war just war ein bisschen inkomfortabel für mich, weil mein armer Freund, wie ich nicht gelesen und ich war so, also da weiß ich auch, wo ich drüse mit der, weißt du. Okay. Da, wo ich den Shitstorm wirklich kruz, das war, wir haben über Schauspieler geschwatzt und wir haben über Formationen geschwatzt. Pardon, weißt du, ich habe eine Formation zu Lissabon gemacht an einem Conservatoire National. Das heißt, Leute studieren 3 Jahre. Sie gehen nicht immens viel mehr. Und ich schon an einem Interview gesagt, und ich stehe dazu, wirklich. Ich sagte, voilà, ich sehe Leute, die eine mega gute Formation haben, an Akteuren, die brillant sind und nicht schaffen, oder an einem Kaffee muss schaffen, für Rechnungen zu bezahlen. An andere, die aber all oben auf der Tele sind, just weil sie schön sind. Ja, das ist ja auch so allgemein gewusst. Ja, mir pass auf, also ich kann das so das war natürlich dann den Titel. Dann Sophia Lopez sieht, ich sehe Leute mit Formationen, die nicht schaffen, und das ist unfair.
oder das war so etwas an der Gegend so. Und dann noch, wie oft der Fall ist, ich war zu Lissabon, wie ich ein Interview gemacht und dann sind ich träger Plätze, wo ich komme, für irgendein Projekt zu machen. Ich kriege mir mal so, fängt schon als Massen zu kriegen von meinen Kollegen aus Lissabon, so, Sophia, geht es? So hat er in einem Interview gesagt, weil es gibt so eine Klatsch- und Tratsch-Emission auf der portugiesischen Tele, wo sie dann Sachen kommentieren, die an den Zeitungen geschrieben werden. Und dann darüber geschwärzt. Und dann darüber geschwärzt. Ich meine, dann Sophia ist ein bisschen frustriert im Moment, ne? Und ich wird mich hier gefallen, das kannst du dir nicht vorstellen. Kann ich das noch gucken, irgendwas auf YouTube oder so? Keine Ahnung. Boah, ich gebe sowieso nicht verstehen. Ich bin immer so schieße, ich bin halt noch nicht mehr lesen gegangen und bon, der Publicist konnte natürlich auch schneiden, so fuck! Die Enke war nicht dabei. Die Enke, wo ich nicht dabei war und du konntest deinen Mund nicht halten. Ja, das ist immer der Kanal. Aber wenn du nicht geguckt hast, dann haben sie schon geguckt. Mit das auch lo, wie zum Beispiel beim ZDF viel Mundstadt, weil du nicht gelehrt natürlich, hallo passen nicht, aber ein bisschen mehr ab. Ich wollte gerade so. Klatsch und Tratsch man ich sowieso nicht mehr. Bon, schon zwar, finde es wichtig. Gut gemacht. Was hast du da gelehrt, konkret? Wie jetzt dann dein Leben du oder die Ausstellung wie von der Presse, wie jetzt das? Das hat sich geändert an dem Sinn, dass ich mal so, okay, nicht all Interview als wirklich neidisch den zu machen, weil am Anfang willst du natürlich, weißt du, dass dein Numm zirkuliert, du willst ein bisschen da einen Numm aufbauen, ne? Und da siehst du, ja, aber wenn es eine Telenovela ist, das ist ja normal, weißt du, was all oben auf der Tele, das ist normal, dass du da viel Aufruhr kriegst, so. Aber du musst auch einfach lernen, zu filtrieren, und nicht all Presse als gut Presse. Weißt du, zumal, wie sie denn da plötzlich ein Narrative. Du baust etwas ab, weißt du, was nicht unbedingt dann auch dem entspricht, was du baust, weißt du, weil wenn sie das so drehen, für just sensationalistisch zu sein, was bringt sie da dann von gut nicht, ne? Du, wir sind so froh, lo am Kader vom ZDF-Film so viel Interviewer gemacht zu haben. Und wen hat das gedurcht? Auf Deutsch. Interviewen, die 3 Stunden dauern, wo man über konsistent Sachen schwätzen und Sachen, die auch Sinn haben, weißt du? Wie zum Beispiel, das, was mich passioniert, das heißt, internationale Relationen, Politik, wirklich tiefgründig Sujet, weißt du? Und nicht irgendein Blödsinn, mit wem kriegst du gerade ein Bad, weißt du? Wen interessiert das? Sonst war das noch probiert, bei der bunte Hunde zwar probiert. Ja, die Bund ist ja auch ein bisschen. Das ist ja auch, ja. So Schritt über. Ja, genau. Sie haben zwar probiert, aber du warst wirklich auch viel geworden, weil Publicistin war so, sie werden die Sachen über dein Privatleben freuen. Sie werden dich definitiv Sachen über den Hans Siegel freuen. Also willst du denn überhaupt machen, den Interview? Aber das ist natürlich auch anders, weil du hast den Publicist wie vom ZDF. Du hast dann eine Person, die immens viel Erfahrung hat, und eine Person, die Diversicht auch hat. Und du lebst den Hus auch anders, das, ne? Weil du auch kontrolliert. Also wir dürfen dann auch da ein bisschen, wie siehst du das, gucken gehen. Zu editen, voilà. Aber wenn irgendetwas da steht, wo du nicht wirklich d'accord bist, dann kannst du am Anfang so no thanks, cut that out, weißt du. An dem Mal in Portugal wusste ich, ey, mir weißt, ich war Baby, in Portugal, ich war 23. Kannst du das wissen? Ich war 23 Jahre alt. War die Zeit für Comeback? War das Jahr drauf. War das Jahr drauf. Und mit 23, was weißt du, dann du schon nie was iwwer Liwen, iwwer Karriere, wis ech schon ugefangen an engem Projekt fir all Owen virun 2 Millioune Leiit. All Owen wären 2 Joer wisse. Lo blicken Sträg ich gi so go emotional wann Strewer no denke, weil lo blicken Sträg an schon am Fong locht mir selber an Hack ze gin, weil das so wie soch so eng Atmosphär, die awer so rough och ass wisse Tëlle ass mega krass das mega kompetitiv an das auch ganz viel Egoen wisst ich was gut nicht wo du rausgegangen sind im Moment glücklich als Schauspieler du bist natürlich froh dass du schaffst und all da zu schaffen ein regelmäßig Preis mehr erfüllt dat also ich kann da ab so ich sie wirklich carrément vom Konservatoire zack op tolle gegangen ich habe keine Zeit für mich überhaupt Gedanken zu machen ich wat wo ich bin einfach so an kalt Wasser gehalt gehen was auch ein so gut ist weil dann hast du keine Zeit für drüber not zu denken dann hast du okay weißt du. Mit Grund weil ich nicht unbedingt dann Trickgegangen sind und denen 2 Jahre weil ich mal gedurcht so okay weißt du schwarze 7 Spruch und so viel besser hängen bleiben wann so viel andere Optionen weißt du. An den Fame-Drück ich fand das immens gefährlich von aber noch so jung was also krass weil ich mir Telenovela hat die Story und schon ganz oft erzählt weil ich meinen Begriff nicht schon hören dass das Geschichte schon oft erzählt ist schön noch nie hören also ich Mann besicht gegangen weil das war gerade dem Moment am Norden von Portugal bei meinem Alter kommen aus dem Norden Mann besicht gegangen während dem Dreh von der Telenovela du hast einen 2 Pause und so mein Mom merkt Sophia du bist just 2 schreien ich muss aber heute auf das Begriffnis gehen weil das sind alle Mann den ich nach von früher kenne so ich bin okay das gut ich komme matt weil ich war just 2 durch ich wollte meine Mama gesehen und ich komme an der Kirche
und da können sie eine Frau bei mich klappt mal so Tschölle und ich war so ja Tschölle ich bin mega Fan kann ich wann ich geliebt ein Foto mal dir machen wann ich geliebt und ich war so Blumen wir sind an einem Begriff ich meine das der Moment dass wir ein Foto zu machen dubause wann ich geliebt komm mir warten bis dubause ne und dann so ich ran aus der Kirche raus und eine Stunde schon hier mit mir mit ein Foto gemacht und ich meine wirklich am Hintergrund gesessen sagt geil und das war wirklich das krass kultiert wie weit Leid gehen für ein Foto ja für, also da tun ich auch gemerkt weißt du, wenn so einfach ob der Tele passt das ist einfach ein einer Sache weißt du, weil schon zum Beispiel du die Feierjahre Ball just Theater gespielt und sind schon hast du gefühlt sind zwei verschiedene Jobs weil Tele das bringt eben zum Mulz war nicht eben so etwas aus wo ganz viele Leute gucken das bringt etwas matzig so ein ja das ist auch so ein Poids aber das ist nicht das und das schon von nicht Schauspielerei weißt du die ganze Fame drückst das so parallel zu den zwei verschiedene Sachen voilà, also das muss ich noch gerne hun weil ich meine das so cool Aufmerksamkeit zu kriegen mit dem Problem ist wenn du dann auf dem Level berühmt bist so da kriegst du die Aufmerksamkeit die ganze Zeit nicht nur wenn du willst das einfach an der tut auch viel Vorteile du kriegst mir viel Sache geschenkt auch nach viel kurzem ich hatte für kurzem so sich am Flieger und da könntest du also bei mir so sie nicht dat von der Serie so hi da schenke ich ein Kippchen oh, wie voilà. Das war nicht Lux Kippchen hast am Anfang zu bezahlen voilà. So, ich war keine Werbung war nicht Lux mehr der Tisch wird doch viel Vorteile natürlich mehr das muss ich noch gerne und schon gefiel wenn du da aber genießt das aber auch viel über dich aus ich weiß nicht so ja genießt du dann Hanna Sophia Lopez ganz ich sehe wirklich ganz ehrlich du die Zeit von der schon das auch nicht die richtig Falle gehen weißt du, weil wenn du so jung bist aber wenn direkt nur der Formation weißt du, das geschieht nicht die mich die struggle 10 Jahre bis das überhaupt mal geschieht weißt du aber wenn nicht direkt da gehst du das auch nicht unbedingt der Wert den am Anfang hat lo hat so viel Rekül gesehen ist dass es schon etwas Extraordinäres war aber demals war bisschen viel für mich weißt du, ich war einfach zu jung für die Sache zu appreciieren ich gebe nur ganz ernst dass du mal da umgehen ne aber wenn du vielleicht dass das so Sinn gewinnen sich dann drin und vielleicht geschieht ja bei Schauspielern wo Bänke ja Männer Obdreh kommen und Männer am Kaktus erkannt geht oder einfach nicht mehr und dann hast du so alles hin also ich weiß noch das echt Theaterstück was ich gemacht habe nur der Telenovela das war am größten Theater The Crucible und ich weiß noch ich schon gespielt weißt du und den nächsten Tag weißt du schon mal Liebe weiter gefordert so und ich war so wo sind Halbfinale für was sieht kein Mensch wie cool das war ich da oben am Theater mir das wirklich weil du warst so Druck gewinnt weißt du dass Leute beide kommen und wollen Foto machen und du winst dich auch effektiv drunter mais bon und ich hatte mir auch nicht erwartet dass Leben mir noch ein so ein Kado gibt wie das lo an Deutschland wo auch so viele Leute gucken weißt du ich hatte schon von wirklich nicht pardon dass du so mich schon von nicht viel gemacht weißt du das mir einfach wirklich Show so gefallen ich wollte nie an Deutschland also gemacht ein ganz Karriere gehabt ja mir so Casting gemacht für Casting 15 Seiten weil ich die Mail nicht richtig gelesen habe ich lese die Mail nie ich bin immer so am Stress zwischen 1000 Sachen so ich schon einfach ich gucke Deadline und ich gucke den Annex am Text und den Annex am Text das war 15 Seiten für den ZDF-Film und ich war so und plus auf Deutsch und ich wirklich gedurcht sie geben einen Starcasten für Hauptrolle ich niemals in my wildest dreams und ich jemals gedurcht dass sie eine unbekannte Person für Hauptrolle casten ich das wäre nicht möglich weißt du nicht und plus 15 Seiten mit den Tricks war an der Mailstung heißt sie 4 Zähnen sie dir ein oder 2 Zähnen raus und drehen es half Schickse vielleicht du für Trollkrit das nee also voilà, schon eben alles gedreht und ich wo man schon dabei sind 15 Seite plus eine Präsentation der Tisch den ganzen Casting hat so 20 Minuten bald der ganze Film weil der ganze Film gedreht so mir voilà, wie ich den Casting gemacht und ich hatte niemals und nicht gedurcht dass ich du eigentlich wisse ob Deutsch also Casting du hast ein Video von der selber gemacht da geschickt also ein E-Casting ja ein E-Casting Self-Tape der Tisch ich probiere mal ein Mail wo drauf steht hey hast du Lust heute Casting zu machen und ich war so alle hopp why not geil mir ich hatte ganz wenig Zeit ich hatte so 1 Stunde während zu drehen so und ich geschickt und schon mal leicht dabei gedurcht weil oft wisst du müsste Casting für eine Rolle und du kriegst eine andere Rolle wisst du ja
Und du bemol 2 Wochen drauf, so warst zu Lützeburg und ich hatte den Tag eine Werbung gedreht. Und ich komme raus, mein Telefon schaltet bei meinem Agent. Und mein Agentin an, was müsste, so ich habe gerade eine Werbung gedreht, ich komme noch heraus und das ist mega cool. Ich kriege schon. Das ist mega cool, weil das ist ein mega schöner Tag zu Lützeburg. Es war blauer Himmel, es war wirklich ein schöner Tag. Und da sagt meine Agentin, also man lebt Sophia, ich meine, dein Tag geht noch mich schön. So, dass okay, war das geschieht. Die Deutsch schon dein Casting gesehen und sie war so Unanimität. Sie wollen, dass du Sophia bist. Wow. Weil Troll heißt ja auch Sophia, ja, ne? Ja, ja. Und ich war so, musst du den Gag machen mehr, weil wenn du den Gag machst, das ist nicht witzig, weißt du? Und war wirklich bauer. Und ja, das ist wirklich unerwartet gewesen. An dem Moment müsste du noch keinen Stress, du weißt schon, okay, schon Troll. Weil du noch fängt der Stress an, an der Kontrakte, an Klauseln, an Abproben, an am Anfang da bist, die da richtig aufhängt. Aber kleine Momentchen, hast du sonst nichts zu machen, wie sich drauf zu freuen. Ja. Und das ist wirklich cool. Aber das ist nicht gemacht, das ist ein Kopf Champes trinkt. Ja. Sie bei meiner Mama gefahren. Und so, dass meine Mama hat schon gesehen, so, dass ich so voll excited war. Und dann sagt meine Mama, das lass mal der. Anna Sophia, hast du mein Gestich? Das lass mal dir und dann, so, dass ich bei schon ein Casting für 2 Wochen gemacht und anscheinend eine große Hauptrolle. Und meine Mama war so, okay, aber das ist dann ein Film für Tele oder Kino? Ich so, nee, das ist für Tele, ZDF, so, hä? Und du bist mal aus meinem Pop kommen und dann so ich meinen Pop oder mein Pop hat gekracht. Ich schon mal Pop und plus Ballen noch nie sie kreischen. Das wird kein mein Leben, wo ich mal Pop. Das ist einfach, ich meine, weißt du, weil meine Eltern sie wirklich nicht mit dem ganzen Kulturtricks zu dienen. Wir sind aber immer alles gemacht, was sie nicht mehr konnten, für mich zu unterstützen. Auch wenn es just aus, keine Ahnung, dass meine Mama so für mich kocht, wie das jetzt, wenn ich am Stress bin oder einfach Kleinigkeiten, weißt du, die am Anfang nicht Kleinigkeiten sind. Und voilà, das war ganz ein emotionaler Moment. Ne? Wenn Sie sich da bewusst wird, das für ein riesiges Sache ist, also das geht das für Millionen Publikum, für wie viele Leute ich selber war mir nicht bewusst. Wirklich? Ja, du nee. Ja. Jetzt sind so 8 Millionen Zuschauer. Oder ich so. kenne nichts an Deutschland. Nichts. Auch Hans Siegel war für mich kein Referent. Den Namen habe ich noch nie in meinem Leben für hören. Ich kenne nichts an Deutschland. Und ich weiß nach, du sind schon Lissabon geflogen und du hast die Realisatrice mal eigentlich richtig kennengelernt, nicht nur durch Zoom. Ne? Und du so, wie wird der Film da laufen, mit sowas, was das halt wird. Und du so, das bei Primetime natürlich. Ne? Also wie viele Zuschauer werden das heute gucken? Und so 212, ich soll nicht wegen, weil ich will nicht das spoilern, was hat mir gesagt. Und du so, die und die 12, wie meinst du, 100.000 oder... Nee, Sophia, Millionen. Und das war 4 um 3. Und du spürst einfach den Druck. Das ist so total abstrakt, aber irgendwie. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du 7 Millionen Leute oder 12 Millionen Leute sitzen. Auch ab. Also schon zum Beispiel den letzten Sommer habe ich Studenten Kurzfilm gedreht mit Lucy Wall. Ich weiß nicht, ob du Lucy kennt. Das ist mega cool. Ja, ich weiß, wie das. Ja. Und ich habe einen Kurzfilm mit ihm gedreht. Und voilà, weißt du, also ein Film ohne Budget, so kleinen Druck, hat mich gefreut. Ich habe gelesen, ich schon cool fand. Aber weißt du, wenn du es schaffst, du gehst dich immer 100%. Das ist nicht, wenn du siehst, okay, ich mache einen Studentfilm, ich gebe mal just 50% mehr. Du probierst immer dein Best. Heinz, du geht gut aus, Heinz, du Mann gut mit, das ist egal. Weißt du, du gehst einfach immer dein Best. Hast du noch am Hanna gehabt, der dort werden Millionen von Leuten gucken. Also, it better be good. Hat die Stadt irgendwie beeinflusst? Ja, das hat schon mega viel mit mehr gemacht. Ich hatte schon wirklich Druck und ich habe mir selber gesagt, okay, Sophia, der Zeit ist wirklich ganz unerwartet gekommen. Das mir wirklich op de Shows gefallen, weil es wie wann den Hans Hinrich Koch den hat geschrieben hat, wie wann him kennengeleiert hat an mir eng Roll op Moos geschrieben hat, dat an plus noch Sophia hecht wisse. Ja, also das wirklich ab es so ich weiß nicht, ich will auch nicht über Trillion schwätzen und ich weiß nicht, ob es etwas gibt, da ist, weil du ein bisschen Karten so verdeelt oder ob es so ein higher Power gibt, ich weiß es nicht. Mir heinst du am Leben hast das Gefühl, dass der Anfang nicht so viel, dass du selber nicht so viel beeinflusst. Du natürlich als Artistin immer mal das Gefühl, okay, ich muss posten oder ich muss wirklich so viel Probe. Aber schlussendlich ist da the big things, wenn das geschieht, dann hast du am Anfang relativ wenig dummer dat ze dienen bis das viel méi groß wiest du am Anfang. Und das war auch schon dem so mat der Soap, weil auch wie ich so über Portugal krot ob du die Story kennst. So mal das nicht, ob schon her. Ich sitze an einem Kaffee zu Lissabon mit meiner Cousine. Nee, ich kann die nicht. Ich sitze mit meiner Cousine an einem Kaffee zu Lissabon.
Und dann sieht mein Cousin, ich gehe auf die Toilette. So, okay, gut. Und am Tisch ganz gut. Gut, okay. Und am Tisch neben Drew sitzen 2 Frauen, 2 Mädchen so. Und dann sieht der zu dem anderen so, hast du das her von dem Open Casting, du? Für Tele, für die Serie, du. Ah, nee, was ist das? Man da googelt so und so. Und ich schon das hören. Und ich das selber gegoogelt und war ein Open Casting für eine Serie. Und du hast 2 neben drin, ist die Rolle weggeschnappt. Und da sind ich auf das Casting gegangen. Es waren 400 Leute für unter dir. Das war für RTP, also National Channel, so. Und ich komme da und war Samstag und ich war so, oh nee, heute ist mein einziger freien Tag, du warst noch auf der Schauspielschule, das ist mein einziger freien Tag, die Sonne schenkt, ich gehe auf den Strand, nee. Und du wolltest gerade gehen, hey, und ich denke, stimmt, Sophia, dreh ich mich um, war ein Kollege, der bei mir an der Klasse war, zu Lissabon, am Konservatoire, der war da, weil seine Freundin das Casting sollte machen. Und du sagst, boah, okay, wenn die Welt gerade heuer ist, dann bleib nicht mit dem Heu. Schon das Casting gemacht, ich kriege die Rolle. Zwar nicht die, für die ich die Audition gemacht habe, aber für eine andere Rolle. Und durch die Rolle kriege ich noch die Rolle an meiner Telenovela. Und dann wird die erste Telenovela und dann die zweite. Und dann noch die Serien, die da noch kommen sind, das war auch durch Telenovela. Das heißt, wenn den Cousin nicht auf die Toilette gegangen wäre in dem Moment. Ich bin froh, dass du auf dem Moment zurückgegangen warst. Nee, verstehst du? Du hast so Sachen, wo du da siehst, so, is there a higher power, weißt du? Weil, keine Ahnung, aber das ist schön, dass das nicht gewürgt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie eine Intelligenz an drin ist, die etwas designt oder ob das für pure Zufall ist. Das ist ja egal. Nee, weißt du, schon das immer. All die geilsten Projekte, die ich bis Welt gemacht habe, das ist immer so durch Zufall am Anfang kommen. Das, was ich aber so will, und das ist das, was wirklich auch wichtig ist, auch für die Leute, die noch lauschen. Weißt du, mir haben immer das Gefühl, so, wir müssen, oder als Frauen, ich weiß nicht, wie das als Mann ist, ich bin noch nie Mann, aber als Frau, die haben immer das Gefühl, so, du musst perfekt sein, ich muss das total perfekt können und das heute und das. Aber schlussendlich, weißt du, wenn du einfach du selber bist, auch beim deutschen Film, weißt du, schon einen mega starken Akzent von der Deutsch schwätzen, ich hatte niemals gewusst, dass ich überhaupt eine Chance hat, für einen deutschen Film mitzuspielen, weißt du. Man Flucht aus Lissabon war dann Hans Siegel war hier schon gecast, also wost du direkt hast du gesagt, was wir mit wir? Also ja, ich wurde am Fitting, weil am Fitting, weißt du, du warst schon so die Fotos von mir, auch vom Hans, von Marion Kracht, mit einem, weißt du, so Moodboard für die Kostüme. Also. Und dann hat irgendwie gesagt, der Toten ist die männliche Hauptrolle. Und ich sagte, wen ist das dann? Und dann hat er zu mir gesagt, den Hans Siegel. So, okay, weißt du, weil, boah, ich kann nicht, ne? Ja. Und ich hatte eine Situation am ersten Film, wo ich 23, weil am ersten Film, wo ich gedreht und Teugen, da habe ich Schauspieler gegoogelt, 4:3. Und du hast den Anthony LaPaglia, den nominiert war für einen Golden Globe. Du hast einen Julian Sands, den eine massive Karriere hat. Und das tut mir so viel Panik gehen, dass ich mir selber versprochen, dass ich nie mehr googeln, mit dem ich werde schaffen. Weißt du, das hätte ich schon den Hans Siegel nicht gegoogelt. Wirklich nicht. Das hat, weil ich gemerkt habe, weil der Moment, wo du gewusst hast, wen hier ist und das hier dabei ist, das möchte das Projekt mir groß. Da weiß auch, das Projekt wird der Primetime laufen. Also, wie gesagt, das war für mich nicht unbedingt, ich hoffe, den Hans hält das nicht schlecht ab, wenn das hört. Weil du kannst nicht unbedingt eine Referenz, weil ich eben nicht kann, weißt du. Es war recht wirklich, wie die Regisseurin mir gesagt hat, es wird zwischen so und so viele Leute das gucken, und ich bin mir realisiert, was das für einen Impact wird tun, weißt du. Und auch wie ich den Hans selber kennengelernt habe, wie ich angefangen habe, mit Team zu drehen, schon hin zwar gefragt, was ist da diese Weile so gemacht? Was ist denn echt Rolle in der Kamera? Und ich war so, ja, ich drehe in ein paar Jahren eine Serie in Deutschland, gucke niemals viel Leute. Und ich war so, okay, cool. Wie ist das dann? Aber das, was ihr seht, ist schon nicht mehr gefreut. War am Anfang dein Bruder, den Tommy, den mir am Anfang ein bisschen dann abgemacht hat. Damit erzählt. Ja. Das ist nämlich so gewesen, ich den ersten Drehtag, wie ich wollte den cool machen, wie wenn ich nicht abgeregt wäre, weißt du, so, ich stirbe von Bannen, mehr aber von Bausen, das war alles okay. Und dann habe ich wollte ein bisschen Smalltalk mit dem Hans, weil den Hans ist aber eine ganz impressionante Person. Das ist groß und du merkst ihm einfach wie so nicht Charisma. Ja, nicht so Steve McQueen Charisma. Er hat wirklich Charisma. Ja, so, das heißt auch, wenn du nicht weißt, dass er berühmt oder bekannt ist, du weißt aber, dass den Typ irgendetwas Extras und sich, du weißt dann, du spürst es einfach, ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Ja, und dann wollte ich Smalltalk mit dem Hans und so, hast du schon gesehen, dass der Bruder hier followt und dass der Bruder auch followt auf Instagram so. Und ich wollte Smalltalk so, kennst du Tommy Schlesser? Und er sagt, ja, it rings a bell, weißt du so.
Und ich schwätze auch plus Englisch. Und dann ring the bell. Wieso? Schwätze Englisch? Aber ich weiß nicht, wie für ein Englisch zu schwätzen. Und dann muss halt irgendwie dabei bleiben können. Und ja, mir aber auf Deutsch ein bisschen spielen. Auf jeden Fall, so, also, du kennst dich. Ich kenne dich persönlich. So, ja, schon 2 Serien mit Team gedreht. So, ein Käfer war sogar ein Koppel, ne? Zu verloren. Und dann, so, aber das ist ja perfekt. Dann kommen wir schicken ihm ein Foto. Haben ein Foto gemacht so. Und hin ein Foto gemacht nicht zu deinem Bruder geschickt und du weißt du so overs schickt der Bruder man als einmal so WhatsApp so du drehst gerade mal am Hand Siegel weißt du alles war so kannst du hier hier war so Sophia 90% von Leuten in Deutschland kennen hier ist wirklich ein Ikon beim ZDF so das ist wirklich ein Household Name wenn es eine Serie so und du musst schon gesagt das fängt seriös nee. Bergdoktor. Das ist Bergdoktor. Ja. Ich schon Bergdoktor selber noch nie gesehen auch. Schon nicht. Ich weiß aber, du hast viel geguckt. Wie du auch nicht. Dein Bruder war da dran. Nee. Das war Bergretter, das ist nicht besonders. Ach so, ich habe mir das wieder selber. Ja, nee. Pardon, Tommy. Mir auf jeden Fall, sein Bruder war wirklich den echten, den man das wirklich auch so gesagt hat. Und ich war so, okay. Boah, natürlich hat nicht geändert. Weißt du, ich hatte auf dem Dreh hatte ich ganz viele andere Sachen am Kopf, wie du zu wissen, wie berühmt ein Ziegelass, weißt du. Ich hatte wirklich andere Probleme. Das ist besser, du weißt nicht. Das ist auch besser, du weißt nicht, effektiv. Ja, du bist ein Starstruck und du schwätzt ganz normal mit dem. Du schwätzt ganz normal. Aber bon, weißt du, es war auch kein einfacher Dreh. Du hast den Film da gesehen, ne? Und es war kein einfacher Dreh, weil wir viele Boote gedreht und auf Plätzen zu Lissabon, die heiß touristisch sind. Kann dir Lissabon ein bisschen oder also das wirklich geht all Jahres kommen mehr Touristen auf Lisboa ne und mir haben wirklich auf Plätze gedreht wo teilweise richtig schwierig war weil die konnten auch nicht die ganze Straße aufsperren just ein Teil immer von der Straße so und ich weiß mein allerersten Drehtag dass die 10 wo ich am Telefon so schwätzen ob der Kabinen weißt du, wo ich für dich am Telefon ja. Voilà. Das will ich sehen. Das war mein allererste 10 die ich gedreht das ist direkt der Presse du Commercio genau die Platz da voilà das ist ja, Platz dass du über die Straße fortgehst ja genau das und weißt du das war mein allerersten Drehtag I was petrified weil den ersten Drehtag weißt du noch wenn du gerade einen schlechten Job machst da kannst du totally noch get fired weißt du das ist totally possible das heißt du bist einfach so du gehst aber wirklich dein Bett und du bist konzentriert so okay gut Action die Realisatrice ich drehe mich 10 und waren 3 Seiten Text direkt auf Deutsch zack alle und da ist kalt Wasser so geheilt und dann hören ich Cut und dann hören ich 200 Leute die aufhängen so mega Herzklappen so ich drehe mich und waren bestimmt so 200, 300 Touristen mit den Handys. Also es war wirklich so mega wild. Ich habe oft schon für Männer Leute am Theater gespielt. Wirklich. Also es war wirklich, das allein war schon impressionant, wie es Platz. Und plus wir haben so am April gedreht, das war wirklich schon viele Touristen, so Ostersaison plus minus. Das war wirklich nicht easy. Und all die Szenen Mam Hans, das war noch mehr kompliziert, weil sind aber viele deutsche Touristen noch zu Lissabon. Aber wenn sie den Hans gesehen, da flippen sie alle Guten aus. Ja, das war bestimmt, also der Sound hat wahrscheinlich mega drin gelitten. Oder nicht, nur müssen alles frisch synchronisieren. Wir hatten relativ viel zu synchronisieren. Doch. Wir hatten viel an ja, das ist auch einfach weißt du, in Privatsität, weil mir noch ganz viel so körperliche Szenen am Film wieder gesehen hat. Weißt du, den Moment, Spoiler Alert, wo ich Ball über Hand ging, aber das auch am Trailer, das ist das okay. Zum Beispiel die mein Sohn, die haben meinen Sohn. Weißt du, das war bald unmöglich zu drehen, weil 300 Leute mit ihrem Handy da das gefilmt haben. Weißt du, du musst 10 aus sich drehen, plus mat Stunts, mat alles anklü, plus nach all Touristen, die sich das mega schwer auch konzentriert zu bleiben. An irgendwann so den Hans zum für Day 10, weil du so Kirballe hast, wisst so den Hans von Schrift Gedem. Nee, so den Assistenten ob sie kennt bisschen méi Distanz wie hältst du die Meute du weil das ein Trick weil Touristen lassen sich auch nicht so weißt du Touristen sie so genre aber kannst mal was die sind doof hier am Handy Sache Foto zu machen ich verstehe auch so Filmzeit aus immens impressionant für Leute die das nicht kennen wisst du nee mit war eng 10 oh mein Gott die 10 wisst du wieso statt du erklären um nicht zu spoilern. Ich sollte ja etwas machen mit meinem Computer. Ja, das ja. Ich soll das machen. Mega sehr. Pardon, voilà. Wie sehr hast du das da hingekriegt hast. Ich soll etwas machen, aber ich will das nicht unbedingt machen und ich gehe aber abrast. Und sie weisen mir etwas, was mich immens sensibilisiert.
weil du gut erklärt ohne irgendwas zu sagen. Kind alles bedeuten. Ja. Was hat die Platz für die Jesus-Statue? Hast die wirklich schon? Nee. Ich habe gemerkt, die wird über bei dem Castillo, wie ist denn, San Jorge oder? Ja, aber genau du, voilà, Ja. da waren wir. Ich wusste, die Chevue ist ganz stark. An die 10, die ganz emotional ist, wo ich eben erpresst ging, da tun mir des Moes gedrängt nur Weekend an war wirklich schweikal an des Moes an dann die Regisseurin wollte wirklich Emotionen wie heißt, du kriegst einfach richtig dran so gesucht an 10 war so genre close up hier ist so Mit Tränen wann schläft das genau das was gesucht wird wie auch zwar nicht so direkt gesucht mir indirekt wollte wirklich tränen und wollte Emotionen voilà. Und voilà, das meins Moes, das kalt, das heute das du und du siehst okay und dann hast du schon gut keinen Druck, aber wenn da schon Rieder ran seht, du kreist lobst, weil du da nicht du kreist, weißt du so. Und ich dachte okay, ich hatte mich wirklich gut vorbereitet und okay, gut, Action. Und ich hatte Musik, für mich zu konzentrieren, ich hatte Musik und dann Musik ausgemacht. Und hat gesagt Action, ich drehe mich und da kommen dann nicht ganz am Meer, stand auf der Kamera so 200 asiatische Touristen aus einem Bus raus. Und alle gut sind, oh, mit ihrem Telefon und alles. Und du warst komplett aus der Szene raus. Und die Realisatrice, Cut! Sophia, Emotion, das ist ja gut, wenn du gesagt hast, nicht das, was ich gerade mal gesehen, weißt du so. Du musst dann mit Profi. Das war challenging. Und das war dann den ersten Take, weißt du. Und dann haben wir den zweiten Kehr gedreht, du warst asiatisch touristischer Fort, das war du besser, aber dann, weil du spielst ja auch als Akteur, ob du wirklich auf dem Punkt wissen, ob du Druck kommst oder nicht so. Und du sollst mir selber, okay, Sophia, du relax, hallo, an alles das, was muss geschieht, weil das geht ja nicht mehr stimmt, wie Schauspieler Dinge eine Emotion forciert. Weil wenn du forciert, ist gesagt, den einfach, weißt du. Und dann höre ich Action. Und ich drehe mich und gerade den Platz, wo ich mich gucken, du siehst einen kleinen Jungen, der mir winkt, den so möchte. Und der kleine Junge hat wirklich genau ausgesehen wie mein Bruder, sein kleiner Junge. Und das hat bei mir so eine Emotion getriggert, weil ich den kleinen Jungen da gesehen und ich schön, dann haben wir wirklich so gewungen, so. Und dann so, Gott, Sophia, das war perfekt. So, ich war alle Menschen mega excited. Super. Ja, aber du erkennst sie doch. Und du erkennst sie doch als Moyen für das können zu benutzen. Ja, das ist genau das. Du hast irgendjemand gesagt, so, ihr Kollege sagt mir, ja, okay, aber du erkennst doch Zeichen. Du musst auch aware und open für die Zeichen eben sein. So. Ich sowieso, ich bin wirklich ein Mensch, der am Leben allgemein immens viel so nur Zeichen sieht und ich glaube voll so Sachen wie zum Beispiel so Kleinigkeiten, mir gucken, der Fett das Troll Sophia heißt, weißt du. Das ist mir direkt aufgefallen. Und lauter so Sachen, wo du so siehst, so, okay, is there something bigger, weißt du. Oder auch wie ich Karneval in Kanada gedreht, so ganz einer Thema. Wie ich das Casting gemacht und again, ich hatte Mail nicht richtig gelesen. Ich hatte nicht verstanden. Liest du den Mail einfach nicht? Das ist ein Takeaway von diesem Podcast. Schick dem Sophia kein E-Mail, das liest du sowieso nicht. Mit wissen ich war auf Tournee, ich hatte keine Zeit für Dolo alles genau zu lesen. Ich habe just ein Datum geguckt und schon einen Text gelesen. Bon, den Text, das war paar Zeilen. Ich war auf Tournee, ich hatte mein Material dabei für Self-Tapes zu machen, ich hatte kein Loot, ich hatte nichts. Und dann, ich war weil wir waren auf Tournee in Frankreich und wir waren in NRW vom Hotel an den Theater und da sieht ein Tom Like, den am Stück Matt gespielt hat, der denkt zu mir, wie ist der Casting gegangen gestern, weil ich hatte ihm gesagt, ich soll den Casting drehen. Und so durch schon die Casting nicht gedreht, weil ich hatte mein Material nicht dabei. Oder? Und sie den Tom, alles aber mega schuld, wie sie früher, weil ich auch mehr Schauspieler und ich vermissen nicht einfach dick Castingen zu drehen. Das haut Direktor vom größten Theater. Genau. Wenn du schon die Opportunität hast, für Castingen zu drehen, dann macht da war das schuld. Und ich dachte, fuck, he's right, und ich mir selber gedurcht. Und das ist weil den Tom mir das gesagt hat, dass ich das Casting nur gedreht habe. Und zack, grüßte Troll. Und zack, grüßte Troll. Und ich hatte mein Material nicht dabei. Ich habe schon einfach alles geholt, weil ich am Hotel fand, so im Zimmer. Ich habe schon einen Pubal über den Buch und dann einfach so. Auf jeden Fall, dass du, wenn du den Casting gemacht hast. Also, merci, Tom. Und du kriegst Troll und du bemol kriegst von der Produktion so, Maja Sophia, ich rufe nur von Karneval, das ist, wie zu wissen, wo dein Pass drin ist. Und ich war so, für was? Du weißt ja schon, dass das Film in Kanada gedreht wird, gell? Und ich war so, nee, und sie so, hast du Mail gelesen? Ups. Doch. Ich war so, I was on tour, weißt du. Aber auf jeden Fall, die ganze Familie von meiner Mom wohnt in Kanada. Hä? Sei? Ja, die ganze Familie von meiner Mom wohnt seit den 70er Jahren in Kanada. Das heißt, gerade der Fakt, dass wir in Kanada gedreht haben, und ich war schlussendlich mal da für ein Casting, wo ich aller Basis mal nicht wollte wirklich machen, weil ich keine Zeit hatte, weißt du.
und du konntest du hin zurück und schon meine Familie gesehen, die ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und weißt du, das sind alles so Sachen, wo du da siehst, merci, weißt du, auch mein Job, weißt du, ich schon meinem Job schon ganz viel gegeben, weißt du, schon immens viel Sacrifices müssen machen in meinem Leben. Weißt du, auch so, was mit meinem Privatleben umgeht, weißt du, weil ich permanent so NRW bin. So. Den Job hat mir aber auch ganz viele Sachen zurückgehen. Weil ich schon so viel erlebt, ich war auf so viele Plätze schon, weißt du, das ist aber auch mega cool, wenn du die gelehnt hast. Und ehrlich gesagt, wie ich das Konservatoire fertig habe, ist schon nie gedurcht, dass ich gehe ich hatte schon eine Vision plus minus, wo ich wollte gehen, aber ich wusste nicht, was Leben alles so blach für mich hat. Und das ist einfach immer cool, wenn du dich so kannst vom Job überraschen lassen. Das heißt, voilà, so, das ist am Anfang auch das, was mir schwer ist, wenn so viele Länder, viele Plätze, du schaffst das nicht. But I'm a traveler, das ist für mich das cool, du hinzufliegen, wenn du nicht gerne reist, dann eben nicht. Ne? Aber das schwer ist einfach, wenn du Leute kennenlernst und du weißt, du gesagt vielleicht nie mehr rum. Ne? Ich meine, die Leute Kanada, wie nie gesehen, steht da schon rum. Ich bin Heinz dort Produzenten um so Filmfestivals schon so nach letzter Woche oder für 2 Wochen zu Berlin gesehen. Aber so weißt du, das ist da, du lernst Leute kennen, du hast mega stark gelernt und dann oft gesagt, lang nicht rum. Und das ist etwas schwer. Gut, dass du gerade von der Berlinale schwätzt. Wir haben das auch zu Berlin gesehen, Empfang auf der Ambassade. Ja. Also das für dich etwas wichtig, dass wir als Schauspieler oder in einer Branche vielleicht reden, mir besonders als Schauspieler, das hat dazu gehört, dass du das wirklich muss machen, dass du musst gesehen gehen, dass du dich muss weisen, dass du permanent irgendwie muss bei allen Events dabei sein. Ich arbeite seit 10 Jahren. Ich kriege noch nie einen Job, weil ich auf irgendein Event gegangen bin oder weil ich... Man nicht, dass du weißt. Ja, das sind die Schritte, für zurück, ob das kommt, was du viel gesagt hast, dass vielleicht etwas von Uwe könnt mir irgendwie baust du aber die Stecker abmengen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, das ist nicht vielleicht direkt, weil dass du dann einfach drüber Casting kriegst, ja. Weil irgendeinen das du gesehen vielleicht. Sophia, das geht doch noch. Ja, eine gute Konversation mit dir in dem Moment hat er gesagt, weißt du, da heinst du nicht etwas, wo ich 3 oder nur und hab's denken und denken, mir nach Enke oder 4 Jahren zu kann mit der Person geschwart. Ja, ich fand so Sachen noch so Event, du muss ich wirklich hingehen, wenn ich auch voll da spielt so. Zum Beispiel gestern Abend, wir schwätzen einen Tag nach dem Opening vom Luxemburg Filmfestival und da sind ich auch da hingegangen. Mit so Event, ich meine, sind immer auch ein bisschen schwierig, ne? Das kann ganz flott sein. Mit kann aber auch sehen, dass voilà, das aber eine spezielle Stimmung an der Luft, und das eine spezielle Energie. Und ich meine, du musst alle Menschen mal sich gucken, was gefällt mir, wo ich Lust zu gehen. Wenn du sowieso weißt, okay, du wirst noch Leute sein, die ich auch gerne habe, oder du gehst mit Leuten, mit denen du gut einst, ja. Aber wenn sich aber auffühlt wie eine Tortur, da sehe ich auch den Sinn und Zweck nicht wirklich, für auf so Sachen zu gehen. Ja, da kannst du doch nicht gut. Also wenn du nicht gerne, wenn du das wirklich verabscheust, dann bist du doch nicht gut dran, so Smalltalk zu machen, und Leute durchzugehen. Ja. Da bringt Mengen so recht. Nee, ich fand, dass wie am Anfang gesagt, muss ich einfach immer treu bleiben, weißt du, nicht probieren, so, ich muss mega interessant machen, weil da kriege ich auch mehr Jobs oder mehr oder mehr da. Ich fand, muss ich als Sänger woherisch sein, wenn nicht zum Beispiel eine Person gesehen, weil zum Beispiel gestern war wirklich Leute auch da, die schon ewig nicht mehr gesehen hat, mit denen ich wirklich gerne geschwärzt habe. Und da fühlt das sich auch natürlich schon. Aber wie gesagt, ich meine nicht, dass ich in meinem Leben schon einen Job gekriegt, weil ich auf irgendein Event gegangen bin. Das immer durch Jobs, das heißt, entweder tut irgendjemand irgendwo gesehen oder ich sie von einem rekommandiert gehen oder ich habe noch nie einen Job in seinem Agent oder so. Also das ist immer Jobs, und ich lebe noch und Tabisch. Ich fand Tabisch, das ist das, was am stärksten ist, weißt du. Weil oft fand ich an unserem Milieu, du stöchst Leute gerne an so eine Schublade, weißt du. Ja, das geht ganz sehr. Das geht ganz sehr. Du weißt, passen auch ganz gut auf meine Schwalen ab. Weißt du, ich passe ganz gut ab, wo ich ja so, wo ich nicht so. Weil es geht ganz sehr. Und ich weiß, weißt du, weil oft hast du das Gefühl, so als Schauspieler, dass du nicht so viel, wie soll ich so, Kontrolle über dein Weh hast. Aber Kontrolle hast du doch, wo so ein Ja und wo so ein Schnee. Das ist am Endeffekt die einzige Kontrolle, die du hast. Das ist die einzige Kontrolle, die du hast. Mit den Schwalen sind immens wichtig. Das ist auch schwer, seinen Schwalen oder seiner Vision treu zu bleiben, weil eben gerade, weißt du, natürlich, du musst den Faktoren bezahlen, das Leben geht weiter, aber du musst doch wirklich einen guten eng mitfahren, eine Balance zwischen, okay, das tut dann hat man mit Vision zu dienen und das erlaubt man auch den nächsten Schritt zu machen, weißt du, so. Wovon da müsste dann der Schwa dann aufhängig? Du siehst die Vision, also du preisest natürlich nicht so, was du für Plan hast für den Karriere. Aber
spielst du da einfach gehst einfach auf der Bauchgefühl und du denkst da tut kein passen kein dich gut machen oder du geht Maps bringen oder wie Ich hatte für kurz eine Situation wo ich Skript gut und schon gelesen an alles am Mengen gefiel wird man gesagt nee ich konnte nicht erklären mit war einfach an dat du merkst du den Unterschied weil zum Beispiel wie ich habituelle Ton Theaterstück wie du das Skript oder den Theaterstück gut ist schon dann enger Käier gelesen aber wann dat wirklich bereiert du spürst einfach der ganze Körper wie breiert das fühlt sich richtig und weißt du das wirklich so du hast einfach das Gefühl okay an die Richtung will ich gehen ich will die Geschichte erzählen weißt du an einer Käier wie du für kurzem nur die Käier wo ich das Skript schon gelesen an ich wirklich misse 5 Mal aufhängen ich konnte mich nicht motivieren für alles zu lesen weil irgendetwas an meinem Körper wird man einfach schon gesagt irgendein Instinkt oder irgendein Trick wird man gesagt der tut den also keine gute Idee nicht allo und dann ist doch egal wen du mit borders von den Tarantino und das der Kap den diese Idee der Mann der Bauch den diese Idee mit das genau wird Menge Argentin so zu Menge Argentin war so zu Paris und hat so Sophia ich mein, weil das Problem war das war aber ein groß Roll an der Tisch finanziell wird doch interessant gewesen weißt du und du war ich wirklich in einem Dilemma zwischen meinem Kopf und meinem Herz weißt du weil mein Herz an mein Kipp und das will gut nicht ich will nicht dass das Skript schlecht war oder so ich hatte einfach das Gefühl es war nicht für mich und du willst bei die Menschen schwer mit du nun mal gedacht okay mir wann ich da aber machen das sind nicht finanziell wirklich so lang gut weil wirklich einfach viel Suche sind so mich schlussendlich sonst mal nee ich schon de Schwar getroffen darunter zu leben was ich gemacht und ich leben auch darunter was ich bei Flucht aus Lissabon gemacht und das immer das war die seht so the seeds that you plant darunter musste auch leben so aber wenn dein Instinkt aber so stark dir Rappes will so dann musst du auch nur lauschen von 100% Meinung und da können doch meistens dann der Beweis früher oder später du know dass es die richtige Schwar war immer mir auch mal leid weil wisse mir als artistisch Personen mir schaffen mit ganz viel verschiedenen Leid geil an du ich weiß nicht, ob das schon ein geschieht dass mir leers Leid kennen an vom Anfang gut wusste so mega schlecht gefühle so ich weiß nicht ob das schon mir schon oft geschieht und dann haben aber auch oft gehabt dass ich dann nur Meinung revidieren Eindruck weil ich begrad nicht bei mir war immer so auch von schon Anfang mega schlecht gefühle in einer Matter Zeit und ich da probiert zu rationalisieren und so und heißt so ja der Person eine Chance weil bei mir schon oft so black and white Vision über Sache es gibt nicht viel dazwischen so entweder ich mega froh mit einem oder wieso wundert mich das nicht bei dir das gut also das wirklich nicht so viel dazwischen und oft ich weiß das nicht gut aus ich schon natürlich gerne wenn ich das mit mir möchte so mir sind einfach so geschieht einfach und oft ich probiert so nee komm gibt der Person immer früher oder später so und mal putain ich soll meinen Instinkt lauschen weil da ich probiere ich sind global von die Person probiert mich von Hand zu bichten die Geschichte doch dass du immer den nächsten Eindruck von einer Person dass den immer richtig das bestimmt schon 1:4 kommt da irgendwie gedurcht und die dass ich schlecht gefühl hat und dann nur nicht gedurcht okay ich hatte mich geirrt aber selten normalerweise aus da aber du hast einen echten Instinkt und da probierst du anzugehen das nicht so was aber Leute die von gern hast sie sich ja nur in Poptun als der Gegendale normalerweise Mensch von Samu Menge Well lenkbar also ganz selten dass da irgendwie aufbricht was du echt da introvertiert oder extrovertiert weil das ist so ich bin am Moment am Work-Modus das Wochen du komm das Ball fertig weil du sind Interview schon bald fertig noch 5 und dann ist Schluss das ist die Woche den ich wirklich so Work-Mode der Zeit das für mich wirklich Arbeit weißt du ich verkaufe mal viel dafür bezahlt geil Kontrakt zerrappt was nee ich will mein Ziel aus dass es so viel Leute wie möglich die Film des 17. März auf der Tele gucken und nicht weil ich mega cool sind auch nee für allem weil Thema wichtig ist weil noch nie also du sind wirklich auch stolz drauf weil ja das Entertainment weil das immer den Unterschied zwischen Filmen für Festivals das ein Art versus Entertainment ne das Entertainment ja gibt viel Scheißereien und Sachen die geschehen an Action mit das aber auch wichtig weißt du weil ich schon Sachen du beigeleiert ich nicht wusste ich die gut kein Technologiesmensch geil und es war mir gut nicht bewusst wie viel mir eigentlich manipuliert ging durch KI durch Deepfakes aber wie das auch als politische Meinung ändert ich wusste das gut nicht ne das sind alles Sachen die ich lehren
ich will nicht politisch gehen, mehr geschieht aber auch schon. Ja. Das geschieht zum Beispiel, als russisch Kollegen oder nicht Kollegen, die man das auch schon, okay, Kat, weil sonst kriegen sie abfangen. Publicist könnte also dann Sophia. Nee, ja, weil ich gut für kurzem gesagt. Ja, du musst Post gegen eine bestimmte Person, wo ich fand, die wirklich egal was möchte, an der Lehre, an der Politik, am Ausland, und die alles alle Guten an eine Schiene bringt, die gefährlich kann gehen. Du kannst ja so, was das? Bei den Trump. Aber ja, das möchte ich reden. Das ist ein interessantes Thema, weil dann muss auf the record, also du willst auf the record, das mit zum Beispiel eng Chain wie ZDF, wenn du eine Meinung hast zu Israel und Palästina, und du basierst den Alltag das Post. Du gehst eine Chain, die geben dir keinen Job, weil das ist, egal ob es auf der richtigen oder falschen Seite ist, das ist gefährlich für sie. Also sie will nicht ja, weil das eigentlich schon publik ist, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, von privat wäre wir vielleicht anders. Wir geben sie so mal, du hast den Film letzten April gedreht. Ja. Wenn du die letzten paar Monate mega aktiv gewesen auf Instagram, passt du vielleicht, ich weiß nicht, über so ein Thema, geben die du so. Das ist ein gut froh, ich weiß es nicht. Ich freue mich auch, weil ich weiß es nicht. Ich gucke noch nie vom ZDF oder von irgendeinem du den Publicist oder so gesagt. Mir wollte es nicht so, dass du etwas gesagt hast. Ja, weil ich aber effektiv, ich habe für kurz einen Post gemacht, weil ich schockiert war über das Bild, was ich gesehen habe, weil er aus Amerika kam. Und du warst schockiert und hast meine Meinung geäußert. Und du kriegst aber 2-3 Messagen von Leuten, die gesagt haben, Sophia, pass aber auf, also für dich zu schützen am Anfang. Aber zumindest, weil du so eine Exposition kriegst, auch mal im Film, man sagt, das ist nicht gut für dich. Also besser gut nicht so politischer Entwicklung. Und eben gerade, weil ich dann die Aufmerksamkeit kriege, eben gerade muss ich die Stimme nutzen, weißt du, für natürlich einer das Logo nicht, weißt du, wenn ich so in den Trump aus dem Nasch, das andere Logo nicht, ne? Aber ich kann das aber wenigstens so, fand ich, ne? Und ich fand nicht, dass es meine Rolle ist, wie dann den Mund zu halten, die wird alles, was geschieht, auch wenn ich eine Meinung dazu habe. Das sind an der geht doch direkt gesagt die nicht so und da kannst du auch bei den amerikanischen Wahlen so und das Jahr aber bei den amerikanischen Wahlen all die Großstaren Kardashians die Leute die Millionen von Followers und die haben sich nicht geäußert nicht? Nee oder aber Taylor Swift was einfach da Twitch geäußert ja. Ganz viele andere natürlich nicht geäußert das kannst du beidseite streiten das weil es schon zum Beispiel ich lausche oft so die Late-Night-Shows von Jimmy Kimmel von Stephen Colbert und die ja, die sind extrem demokratisch und die man Gag das ist ihren Job theoretisch ihren Job als Light Overs Entertainment mit dem was an der Welt geschieht ja. Kim Kardashian wenn das etwas sieht das kann also Taylor Swift das kann ganz well beeinflussen ja. gemerkt dass Taylor Swift also das immer noch ehrlich gesagt was das Taylor Swift Kamala Harris unterstützt wird und Kamala Harris trotzdem verloren seht du ziemlich das keine Chance gab das hat nee das keine Chance gehabt das hat kann gewonnen ja aber Taylor Swift als siehst du sie Millionen von Leuten die dann das machen das ist interessant weil du sind da viel das kann der Mann sogar dann geht direkt gesagt okay ich hätte das für hier gewählt hat also das ist ein richtiges Thema so und das ist ein interessantes Thema ja habt das mit Israel Palästina vielleicht wurde doch mal dass die wusste gerade drüber so eine Karriere vielleicht ja weißt du weil zum Beispiel das nur mein erstes Projekt in Deutschland da fängt nicht und du eine großartig viel über Politik Polemiken zu starten. Ich weiß nicht, wie den Hans Siegel dazu steht. Ich weiß nicht, ob ihn zum Beispiel seine politische Meinungen mehr äußert. Das weiß ich nicht. Aber ich gesehen aber nicht an, für was dass ich nicht mehr so wenn ich aber zum Beispiel gesehen was gerade in Amerika lebt, was ich nicht so für was, weißt du, das ist aber meine Meinung, ne? Und, das Ding Meinung und das dann theoretisch recht von anderen Leuten, wenn es dir keinen Job zu geben. Und das ist das Problem. Absolut. Du gehst nie wissen. Ja. Und das ist eben dann, ja. Das aber, ich hatte noch nie die Situation, also Publicist zu mir gesagt hat, hey, hol das da, wenn ich gebe, was. Aber das aber auch, weil ich schon nicht großartig viel politische Äußerungen gemacht habe. Ne? Geschichte von, ich finde ehrlich nicht gelesen, mit dem Film, der nicht den Oscar gewonnen hat. Obwohl die Leute allgemein gewonnen, aber die anderen haben verloren. Ja, okay, mit denen den Golden Globe für beste Film gewonnen aus dem Jacques Audiard sein Film. Emilia Perez. Ja, aber das war auch mit Carla Sophia. Eben, ich weiß nicht mehr, was hat gesagt. Ich hatte gehofft, du gingst mir das erklären. Das interessiert mich so wenig. Ich habe just gesehen, dass es gecancelt wurde, und dass da immer um den Berg abgemacht wird. Und ich weiß nicht mehr, um was gegangen ist. Also hat das eine Transperson. Und wer hat ja in aller Munde, wer hat die Hauptrollspieler Emilia Perez?
hun sind wie raus so wie ich verstanden um 4 zu strich den pardon sind dünn raus und dass irgendwie 4 Joer Twitter Posts gemacht wird wo antisemitisch, anti-Muslim, ja, anti alles. Aber 4 Joer so die letzte war nach 3-4 Joer so lang hier war dat Göster gepostet theoretisch sollte das am Anfang egal du kannst aber 10 Joer andere Mönsch gehen die Sachen verteidigt PR-Maschinen wie net weil das Film die von Netflix produziert gouf auch deweis so enger Maschine enger PR-Maschine die hannen drchtecht a we kann sinn das Kind fir Dr gemerkt huet wisste wann an plus van Tab tro zum Beispiel ist schon mein Casting lo gemacht bon das ZDF das net Netflix sind so verschiedene Sache mich kann aber auch gut feststellen dass sie mein Casting super von tun ich wat sie man das sicher stellen dass ich Masse mehr die vielleicht op dein Instagram me op Facebook front mir scheint und ich schon so domete gepost du du Blödsinn gepost an was du geseist und du schumst dich und das nicht schlimmes me wissen wie weit ich von Trick gucke wollen weil so dass das vielleicht der Film Emilia Perez den Menge hätte kind den Oscar gewonnen an du fräst dich ob net gemacht ich war überrascht das hat überhaupt du war dat war so überrascht mir winst ich will so hat kein theoretisch der ganze Film den Oscar kachten die Corsage Corsage gab es anderes weil du mir glaube Situation von den Nerve Schauspieler du da Pädophiliesgeschichte okay mit das anderes wie bist du so also eng Meinung fand ich das viel mich schlimm wann du pädophile warst die ganz Polemik man Blake Lively das ist dein Thema natürlich so interessant weißt du das fand richtig interessant du musst mir doch nicht abklären parallel mit meinem Film das auch Manipulation durch Social Media das KI dem Moment mehr das aber auch Manipulation durch Medien du weißt nicht was du leben kannst weil es kommen Screenshots raus und da sie Sachen ausgestracht durchgestracht und da weißt du nicht wieso die durchgestracht sind und dann können den anderen Screenshot raus und dann das wird wie mal durch also noch mehr bei der leben nee also das mega krass aber der pouvoir auch von der Kommunikation ne und das war am Anfang du raus können wie eine Person verbausen gesieget wissen dass die ganze Pouvoir von der Kommunikation von der PR-Kampagne von dem ganzen an der Suen also dass lively die Milliardären weil der Mann Filme mit Hair Stylist an den hört die können sich schlecht wer zu wollen ich fand immer noch interessant dass der Regisseur immer nach an Gang zu kämpfen an sie verklot an theoretisch ewig hier kennst du so Karriere rüber Mei schmengen hue eventuell Punkt zu steht schon net wirklich Meinung du hast von beide Seite Sachen Problem weil du weißt du nimi wem du lebe war ich keine Black Live wie net persönlich an den Justin Baldoni auch net ich weiß net wat genau du geschieht as da geschieht wat geht die überhaupt den anderen misshandelt oder was sind zu summen an engem Film natürlich Realisateur an de Protagonist vum de männliche Protagonist eng Bezeung am Film méi et gët doch Trümmer as auch das hat wirklich sich an hier verleft huet an dem Ryan Reynolds wollt friem gut da so eng Rümmer das hier das hat ihm Sache geschrieben huet an hat dann de Sache gesot wie ich sind am Trailer ich gerade an gang mein kanzenieren kennst wann spielt an Trailer gang kanzenieren da können wir 10 Schwarzen so das interessant weil schon Version heieren schon die Version heieren dass eben grad hier hat acceleréiert huet die ganzen Zeiten an das sind auch weil am Film spielen sein Koppel mit der fenken se geht an Violence domestik ran okay klappe an ebe grad das hin hat hein so ugepackt huet auch wann hat dat net volt an der Platz wo hat net alles war an lauter soes seng Version das Version du net den Justin Baldoni gesagt dat stimmt net mehr wis es kannst so wie du net den ugefangen SMSen zu publishen alles wo dann hat du dann zum Beispiel eng SMS gepublished wo hat besot ich sind angangen ich sind am Trailer irgendwie gang zenieren an der sedet hin an den Trailer wenn mich rakommen an der Situation an wollte net
Und dann published hier eine Version, wo steht, sind am Trailer funktionieren, Künste, wann gibt da hin, für mir auf die 10 zu schwätzen. Und das ist extrem. Das ist extrem vag. Und den Hauptproblem von der ganzen Sache ist, weil Blake sieht, dass hier ein Publicist engagiert wird oder ein ganzes Team Publicist engagiert wird, für seinen Ruf Footy zu machen. An dem sie Base-Messagen iwwer hat posten oder Videoen vu freier siche gin oder so Montage machen am Edit, wo in der mengt, das hat wirklich eng Hacks wären so lauter sowas. Mir hat Hacks. Mir kannst du hat perlich oder ich kenne ganz viele Leute, die schon mal zu dienen hatten, die sind alle guten Hacks. Das ist schrecklich mat Leid wie mat Lei go mit der Lei schwatzen dubausen huet so einen perfekten Image. Ja, anscheinend wäre es schrecklich mit der Leid rundherum sich. Und das ist schon mal der Zeit geleiert an dem heute Business. Das schon ein ja, weil ich plötzlich habe so einen Podcast mit wie sie nie mit AI mit KI schon heieren wie eine schreckliche Person so ist richtig according to some sources mit der so eine Sache schon mal der Zeit geleiert wisst ihr ich lebe gut nicht mehr bis dass ich Person selber keine geleiert tun wisst ihr weil das geht so sehr wisst ihr kann sehen dass Anker schlechten da ist und da wird gerade ein Video von der gemacht weil bon wisse sind noch Mensch Mensch all Mensch mir sind noch Menschen wisst wir sind für alle Menschen das mir noch schlecht ne und da geht du das gerade in den da Video mech und dann könnte drüber de Millios fiction Arsch ja, 100% schlecht Erfahrung Milli während die 100 Leute in guter Erfahrung das gerade den da wo gefilmt go und dann seit de Milli den ich mega oprich weil fahren ihm ein Selfie fred ja du musst halt die ganze Zeit perfekt aber den im Internet nee mit das aber du musst immer perfekt sein an dat tun ich grad gern zum Beispiel wann Schnitt schaffe für du drauf zurückzukommen weil he sind wirklich en mode ich will mein Film verkaufen ich will dass er so Film guckt geil so viel zum Thema extrovertiert versus introvertiert eben eben grad weil ich so viele Momente oder wann Theater spiele ich die Lore seit 2 Wochen fertig mit einem Theater steck ich auch in anderen Dreh so wisse der Tisch I was on mode Me Heinz du brauchst dann auch wirklich Moment oder sind off-Mode ne und du voilà du willst auch gut nicht wissen wie ich ausgesehen und du sind echt introvertiert und ich brauche auch einfach viel so Me-Time ist ein Mensch ich brauche immens viel Zeit wo ich allein bin ich brauche das du wennst die 2 an vom Spektrum gleich da das ist interessant ich verstehe aber komplett wie also wie extrovertiert Introvert ja Und ich gebe mich als so bezeichnen also mein eigentlich naturell wie ich der Introverte jetzt mega scheien aber ich mache wie wann statt nicht viel das wie ich gelesen I'm an introvert living an extrovert's life ja das passt doch ich höre noch das spätes gesehen ich eigentlich kein Lust mit Leid schwätzen ich gebe nicht behaupten wann ich bei Leid sind da sind ja anscheinend du schwätzen ja mehr gerne Martine du findest am Fong raus weil wenn du ein Introvert bist dann baust du den Energie op an demst du allein bist aber wenn du ein Extrovert bist dann baust du die Energie op wenn du in Leid bist sind dann die Herren sparen sie sicher nicht ob von Spende Leid sind ich meine nicht sparen so von schon lang sehen da gehen schon halt leiten also okay Irish Goodbye sind ja, ich mein auch immer Irish Goodbye zu dieser wollen mein Kollege immer den Gag macht mir weil sie nennen das Despedida à Française das so genre à la Française da muss nicht zu lehren Despedida de Française si Despedida à Française das so genre das ist gut ja ja, aber du kannst aber bis Portugiesisch, oder? Now. Now? Now? Now, wirklich, ne? Like right now. Was ist das? Ne? No, ja. Now. Okay, alles gut. Ganz gut. Okay. Fabian? Du kennst den Numm von diesem Podcast an eine Frage, die wir mal stellen. Als wenn du mich an der Lift klammen, wie gibst du dir gerne Treppe? Lebe oder tot? Und mit denen hörst du 1, 2, 3 Minuten. Kann alles sehen muss nicht aus unserer Branche sehen mit wem gibst du gerne pur Minute verbringen aber was gibst du der Person so du hast Zeit Liebig oder tot ja das wirklich alles also muss ja da muss ich Oprah Winfrey so seriös ja das hat aber nicht gesehen kommen ich fand Oprah und ich fand mir als Europäer wir kennen Oprah am Anfang nicht wirklich weil in Amerika hat wirklich Kultstatus ne ich meine
mir gesehen immer okay eng Talkshow Sprecherin so mit alles einfach so viel mehr wie nehmen dat schon als Bücher gelesen heute mega interessante Podcast auch iwwer so Spiritualität den ich mehr gerne lauschteren und ich fand das so eng die Person an auch sei weh wisst er hat bei 0 Uhr gefangen weißt du, da hat an der Armut ugefangen. Da waren aber gesagt, alles, was das abgebaut wird, ich fand einfach nicht eine inspirante Person, also wie es schwarz, als eine Valeur, weil das auch etwas mega wichtig ist. Also zum Beispiel unsere Industrie, wo wir wissen, dass, voilà, also das ist eine rough Industrie, das ist nicht immer einfach, ne? Weil das ein Milieu, wo die Leute nicht unbedingt immer mega leifmodernisieren und voilà. Und natürlich die richtige Valeuren und Integrität sind uns fundamental und voilà. Du wennst fand es hat immens interessant an Oprah Winfrey wäret. Cool. Excellent. Who knows? Ja. Ich hatte eigentlich den Namen Marcus wie Oprah Winfrey. Ah, geseiste, da passt schon. Die Person mit der beide Gesichter angepasst. Oh, wow. Was du lämmst den Pinsel. Schon eigentlich kann da die Theorie, dass zwischen dir und egal wem auf der Welt sich just 7 Personen. Ja, seriös? Das ist schon wie geil. Oder auch nicht? Habt ihr auch zwischen Eisen keine Ahnung Black Lively oh mein Gott Black Lively sie ist wahrscheinlich so nach Mama dank unserem College was du da also ich so verwandt also richtig nicht verwandt mit dass du kannst also dass du kannst du Mann wie sie wohnst du fix zu LA als das Ding Bass okay und vermisst Europa nicht doch ich komme 5-6 Mal am Jahr zurück weil ab es was ich gemerkt habe weil ich war ja für kurzem lang zu LA und ab es was ich wirklich gemerkt habe aus also ich kennt nicht du wohnen ganz ehrlich sie wirklich ganz ehrlich mit dir weil ich fand Kultur als so ähnlich wie die europäische Kultur wisst ihr weil das ab ist weil ich auch oft gefroht gehen so von Land zu Land wisst ihr weil ich auf an Deutschland Portugal Spanien wisst ihr ich fand mir als Europäer mir aber ein bisschen so ein Bas die Eis einfach verbindet obwohl man kleine Nuancen hun natürlich Franzosen und die Deutsche do anders ne aber ich fand wenn an Amerika warst du merkst den Unterschied von der Kultur aber nach mehr so du meinst was innerhalb von Amerika von enger Platz auf Diana gehst oder wenn an Amerika was wenn an Europa rüber guckst wisst ihr das wirklich ja, nee, 100% ich gesehen mich nicht als Amerikaner ich gesehen mich als halbe Amerikaner vielleicht mir aber genauso halbe Amerikaner lo von Natur ich nicht will gehen mehr ich schon erkannt junges Amerikaner die Partnerin Amerikanerin nee ich verstehe was du meinst mir weil ich aber oft dahin zurückkommen weil wir auch halt Projekte machen und ich nicht gefühlt dass ich so weit schon gefiel dass halb Europäer ich fand beides cool schätze beides weil auch von der Projekten hier lo an Europa auch dank der Plattformen die Streaming-Plattformen sind aber so viel auch cool Projekte die so abkommen so dass es nimmen an Amerika lo geschieht an voilà, wenn es politischer Situation kann ich mir auch feststellen dass lo weil den Trump so nicht unbedingt den größten Supporter von Hollywood ne? Oder will Hollywood bisschen an eine Richtung so zählen der Tischchte avoir ne mir Front Black Lively ich mein, kein Film das ist okay ich mein, mehr Sachen du musst kein Film ich mein, so Reklammen ein Musikvideo okay cool. Weil wenn Film machen dann da wäre schon weil Film zu LA nämlich gedreht ja weil schon her das lo zu wo war na Boston oder so. Atlanta ja, voilà. So gut Dayplatz in Amerika geht einfach als zu daier das ein bisschen so Taxi sind zu daier Leute verdingen als zu daier mich geht sind Leute gehen nach Vancouver als riesig Austin ist auch relativ Austin groß. Ja mit da sind man auch so in Amerika mit so 1000 also Mexico City geht so riesig Mexico City ist im Moment so und dann in Europa auch Budapest ja das also sobald mir ein Reklam oder Musikvideo holen wo man nicht genug so für riesig Sachen zu machen also immer Budapest Bulgarien die Plätze das LA ist leider nämlich viel gedreht sie probieren nicht nur im Trick zu kriegen mehr so ranzupumpeln das ist so offensichtlich fand ich wenn du draußen drauf guckst wie so nicht der Fall ist da wundert Leute und du denkst ja weißt du darfst trotzdem nicht filmen ohne Permit unzufrohen theoretisch du darfst und denkst ein Haus sollst du nicht dafür filmen ohne Permit unzufrohen bei allem geht Gisur gefroht bei allem dauert das Poetage und alles sie lehen dann nimmer stängern weh an der Wunder sich das Produktionen fortgehen das ist dumm gar das war doch komisch von du Hand am Supermarché also keine Ahnung so 12 eher $10 oder so geil hatten sie warst du hin und war kein eher du und du hast gesagt ja wir kriegen ja mal ran sind der nächste Morgen gegangen
kein eher du gesagt mal dass ein Truck mit den ES gradu kommen an war Leute die hun du gewacht dass die kommen den Tipp für eine dritte Welt ich weiß nicht genau weil ich keine Lust um so News zu lesen mir schmengen dass wir Sänger Tax nee ich mein, das Birdflu sie tausende waren 100.000 von Hänger müssen imbringen ganz ehrlich von den News lauscht dann lauscht das auch anxiogän wisse das wirklich also ja, du weißt mal Kat dein Bruder hat recht der Bruder so gleich ich mal Kat gelauscht kein News mehr weil du meinst Welt ging du musst denken also muss Flucht aus Lissabon gucken zu wissen was die genau konkret machen kann für nach immer an der Woche zu bleiben. Wo guckt in der Flucht aus Lissabon? Also Flucht aus Lissabon lebt den 17. März um 4:08 op ZDF. Und dafür drin also da war du schon an der Mediathek. Mir guckt den 17. März. Mit dem Rest Voilà. von Europa. Mir voilà, der Tisch, wenn ich gelieft, guckt alle guten ZDF den 17. März. Nicht nimmer wenn es Menge mir weil Thema hauptsächlich nee mir weil Thema wirklich auch Menge Meinung nur wichtig ist und für das immer lang einer Perspektive wird das Thema krit wird KI Deepfakes Wahlen und Wahlmanipulation und voilà. Aber wann das verpasst dann kann ich immer noch in der Mediathek an der Mediathek bis 2026 ja, es gibt keine Excuse es gibt wirklich keine Excuse gibt keine Excuse vielmals merci Sophia das merci. Merci. Merci.